Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, nicht zum wirklichen FC Bayern Talk, sondern eher zu so einem kleinen privaten Talk rings ums Fansein des FC Bayern München. So, ja, es waren ja wieder viele Kommentare da über die letzten Tage. Ich habe auch viele beantwortet. Ich bin auch auf vielen Diskussionen drauf eingestiegen, was ich mir eigentlich hätte schenken sollen. Da haben mich ein paar Themen doch hart getriggert, muss ich zugeben. Wurde das Ziel also erreicht und von daher möchte ich da einfach mal ein paar Sachen jetzt zu sagen. Und auch, wie ich da in Zukunft mit verfahren werde, weil, ja, durch die Krise beim FC Bayern ist so ein bisschen ein Hype da auf dem Kanal hier. Und dadurch ziehst du natürlich auch die ein oder anderen Ballerbieren an, sowohl FC Bayern-Fans, ja, um das mal ganz klar zu sagen, nicht alle FC Bayern-Fans sind irgendwie super Fans und super nett und super, was weiß ich was. Da gibt's genauso Idioten wie bei Dortmund, Schalke und jeden anderen Club. Ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, wie steige ich rein in das Thema? Erstmal zum Thema Glück auf. Ja, das scheint da schon mal den einen oder anderen FC Bayern-Fan, Münchner, Bayer, wie auch immer, zu triggern, dass ich mich hier hinsetze als FC Bayern-Fan, ja, Mitglied, Rot-Weiß, fühle, lebe, mich hier hinsetze und Glück aufsage, was ja so eher das Schalker Ding ist. Oder das Dortmunder Ding oder das Bochumer Ding. Ja, wie ich auf meinem Kanalvideo schon gesagt habe, komme ich aus eigentlich gebürtiger Hammer. Ja, also ich bin der Hammer und ein gebürtiger Hammer. Wow. Bin kein Bayer. Ja. Vielleicht bin ich deswegen so ein geiler Typ und der perfekte Bayern-Fan, weil ich Fußball fühle und lebe, wie es ein Ruhrpottler tut, nur für den FC Bayern München. Ja? Und dass das so mancher versnobte FC Bayern-Fan vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann. Sei dahingestellt, habe ich auch in den Kommentar schon geschrieben, kenne ich mein Leben lang. Ja? Also ist jetzt nichts Neues für mich. Wobei ich sagen muss, jedes Mal, wenn ich in München war, auch in der Fanszene unterwegs war, war das nie ein Thema. Ja, da ging es immer nur um den Support und wie man supportet. Und ja, weil ich nun mal ein Pottler bin, ja, ich denke, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, wie die Stimmung in Dortmund oder auch Schalke oder in Bochum ist und wie die Stimmung in der Allianz Arena ist. Das Thema brauche ich jetzt, glaube ich, nicht auffahren hier. Könnte ich natürlich mal machen. Aber ich denke, ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja. Und von daher ist das in der echten Fanszene nie ein Thema gewesen. Weil ist das generell kein Thema. Ja. Aber bei dem einen oder anderen, ja, die können das halt nicht nachvollziehen. Ja. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Aber das so mal in so Nebensätzen zu sagen oder das auch immer so ein bisschen als Vorwurf, ja, was erlaubst du dir denn, FC Bayern-Fan zu sein außerhalb Münchens? Also erstens würde ich behaupten, dass locker 80%, wenn nicht mehr, aller Mitglieder im Verein außerhalb Münchens sind, wenn nicht sogar außerhalb Bayerns. Da würde ich gerne mal eine Statistik sehen. Punkt 1. Und was jetzt nicht heißt, alle FC Bayern-Fans, die aus München sind oder die Bayern gebürtige Bayer sind oder was, sind so. Nein, wie gesagt, ganz im Gegenteil. Ich habe das eigentlich persönlich nie erlebt. Ja, ich war oft genug in München, in der Fanclub-Szene unterwegs, in der Fanszene unterwegs. Da war das nie ein Thema. Es sind immer so vereinzelte und ja, das triggert mich. Kann euch gar nicht sagen, warum genau. Weil ich halt einfach ein Roter im Geiste und Blute bin, aber halt im Ruhrpott geboren. Ja. Vielleicht ist das dann auch so die geile Kombi, I don't know. Aber vielleicht triggern mich dann doch solche Aussagen dann deswegen vielleicht so, ja, du bist ja kein gebürtiger Münchner, Blasewitz. Ja, Fakt ist, das triggert mich auf jeden Fall. Das wollte ich kundtun, das habe ich kundgetan. Ich habe da noch rumdiskutiert, ich werde da nicht mehr rumdiskutieren. Ich werde solche Kommentare demnächst einfach ignorieren. Ja.
Deswegen dieses Video einfach zur Info. Nicht, dass sich irgendwelche Leute wundern, warum antworte ich nicht auf Kommentare oder sowas. Erstmal ist die Masse an Kommentaren natürlich auch ein riesiger Zeitaufwand für mich. Was ich aber sehr gerne mache, also ich lese jeden einzelnen Kommentar. Ich beantworte nicht jeden einzelnen Kommentar, wenn da irgendwie, ja, irgendwelche Aussagen sind, mit denen ich nicht ganz konform gehe, dann was soll ich dazu sagen? Ja. Ja, wenn ich eine Aussage gut finde, gibt's ein Herzchen und dann gibt's eine Antwort meistens, sei denn es ist irgendwie eine Aussage, die keine Antwort bedingt, dann gibt's ein Herzchen. So dass ihr wisst, dass ich es gelesen habe und gut finde. Aber ich muss nicht zu jedem Kommentar irgendwie was schreiben, ne? Schon gar nicht. Wenn man mir nur zustimmt. Wenn man natürlich anderer Meinung ist, gar kein Problem. Ja, guck die Kommentare durch, gebe ich genauso Herzen, ich antworte auch teilweise drauf, wenn ich es anders sehe. Das ist für mich völlig legitim, völlig in Ordnung, so muss das ja auch sein. Es muss hier nicht jeder der Meinung sein. Nur immer dann diese, wie ich gerade sagte, diese Argumente dann zu bringen. Das andere Argument ist Erfolgsfan. Alter. Bei diesen beiden Argumenten, auch was ich vorher gebracht habe, so von wegen gebürtiger Münchner und so und kein richtiger Fußballfan und bla und so. Ja, das sind Leute, die hier ein Video gucken und sich nur mit dem Kanal beschäftigen und nur mit meiner Person beschäftigen. Und ja, das werde ich in Zukunft komplett ignorieren. Ja, da werde ich gar nicht drauf eingehen. Wir können hier auf eine sachliche Ebene diskutieren. Könnt ihr auch die Kommentare durchgucken. Sind genug Kommentare da, wo ich das tue. Habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn es dann in diese Schiene geht, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich finde das ist immer so ein Argument, Alter, da könnte ich, ne? Also ich bin seit 40 Jahren FC Bayern-Fan und ich war nie irgendein anderer Fan. Ja, und wir sind nicht seit 40 Jahren deutscher Meister. Also auch dieses Argument, was dann irgendwelchen anderen in den Kommentaren vorgeworfen wird, ja, du bist ja ein Erfolgsfan, nur weil du jetzt kritisierst, völliger Schwachsinn. Ja, völliger Schwachsinn. Nur weil man seinen Verein kritisiert oder sagt, was scheiße läuft, von seiner Warte aus, von seiner Meinung aus, die muss man nicht teilen, das ist völlig okay, jeder kann eine andere Meinung haben. Aber damit im Argument zu kommen, du bist ein Erfolgsfan, Alter, dann verpiss dich hier, sag ich dir so, wie es ist, Alter. Ich blende dich aus in den Kommentare. Ja, nur, dass ihr das schon mal wisst. Ich habe da jetzt in 1, 2 Kommentaren was zu gesagt. Das war nicht auf mich bezogen, das war auf jemand anderen bezogen, mit dem die Diskussion da ging. Sollte das in Zukunft da sein, dass hier irgendjemand als Erfolgsfan betitelt wird, dann blende ich den einfach aus. Da machen wir kein Hackmack mit. Das ist Kindergarten. Ja? Also, das ist dann wahrscheinlich irgendeiner, der seit 5 Jahren FC Bayern-Fan ist und meint dann da irgendeinen zu kritisieren müssen, der 30 Jahre Fan ist, nur weil der gerade mal eine schlechte Meinung hat. Ja? Oder etwas kritisiert. Nur weil man was kritisiert. Ich kritisiere Spieler, Verantwortliche, genauso lobe ich sie, wenn es gute Arbeit ist, wenn es gute Leistungen sind. Aber das heißt doch nicht, dass ich nicht zum Verein stehe oder dass ich mir wünsche, wir steigen ab oder sonst irgendeinen Scheiß. Also wer das glaubt, Alter, der rafft dann einfach nicht, was ich für eine Person bin und dann hast du hier in den Kommentaren nichts zu suchen. Gib einen Daumen nach unten aufs Video und gut ist, ja, um das mal ganz klipp und klar zu sagen. Es war klar, dass solche Leute aus dem Boden geschossen kommen. Ich finde es immer traurig, dass dass die sich als FC Bayern-Fan hinstellen. Ob sie es dann sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn sie es sind, ist es sehr traurig. Ja, ja, dann verstehen die Leute einfach nicht, worum es geht. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Nochmal, wie gesagt, dass man nicht meiner Meinung ist. Jetzt zum Beispiel auf das letzte Spiel bezogen. Ja, das war sehr kritisch von mir, obwohl wir gewonnen haben. 100%ig gehe ich voll mit d'accord, war das, was ich in dem Moment gefühlt habe. Ja, und das habe ich geäußert. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, ja, du musst jetzt nicht so in die Extreme gehen, aber ich weiß, das bringt mehr Klicks. Nee, bringt es erstens nicht, weil die Leute müssen ja trotzdem erstmal das Video anklicken, dann ist der Klick schon da, ohne dass sie wissen, was ich sage. Ja, ich kann mich auch da hinstellen und das 2-1 in den Himmel loben. Von daher auch so eine total hirnrissige Aussage und wie gesagt, wer mich ein bisschen kennt, wer ein bisschen länger hier dabei ist,
sollte wissen, dass das auch nicht der Fall ist. Ja, ich erinnere nur an die Katar-Diskussion, die WM in Katar und so weiter. Und auch unser Sponsoring mit Qatar Airways, was ja mit Sicherheit in den nächsten Monaten wieder aufkommen wird. Da wird der Channel hier wahrscheinlich nochmal brennen, weil ich da eine ganz knallharte Meinung zu habe und die auch äußern werde. Ja. Und ja, so bin ich halt. Ja. Ich sage, was ich denke. Wie gesagt, da muss man nicht mit d'accord gehen, das ist völlig okay. Ich setze mich auch nicht hin und sage, ja, so wie ich das sage, ist das aber. Nee, ich bin nicht Trainer des FC Bayern, ich bin einfach irgendein Dude im Internet, ein dummer ITler, der halt für den FC Bayern brennt und seinen Senf dazu abgibt. Ja, also es muss hier keiner denken, ich sitze hier und denke mir so, ja, wenn ich da jetzt Trainer wäre morgen, würde ich das und das und das und das machen? Natürlich. Klar, wir können uns alle hinsetzen, klug scheißen, unsere Meinung sagen. So wie es 20.000 Menschen irgendwo am Stammtisch tun, ist doch völlig okay. Ja, das ist doch Fußball und das ist doch das Schöne am Fußball. Aber das heißt ja nicht, dass ich sage, ich bin der Gottfaser auf FC Bayern oder so ein Scheiß. Ja, das ist einfach meine Meinung. Nochmal aufs letzte Spiel zurückzukommen. Ja, ich habe Mané extrem schlecht gesehen, da bleibe ich auch bei, auch wenn er in der zweiten Halbzeit ein Mühe, 2, 3 gute Aktionen hatte. Das mag jeder anders sehen, ist doch auch völlig okay. Ja, ich habe keine Abneigung gegen Mané. Ich habe mich gefreut, wo Mané zu uns gekommen ist. Ich habe auch keine Abneigung gegen Sané oder Gnabry, ja. Ganz im Gegenteil, wenn die gute Leistung bringen, sind das Granaten, aber die bringen sie halt viel zu selten. Ja? So, ich habe auch keine Abneigung gegen Kimmich. Ich habe Kimmich vor 2 Jahren in den Himmel gelobt. Da hat er die Leistung halt gebracht mit dem Goretzka zusammen. So, aber seitdem bringen sie die Leistung nicht mehr. Und da muss man das einfach auch sagen können. Ja? Und wie gesagt, ich habe gar kein Problem damit, wenn der Gnabry oder, ihr habt es gesehen, im vorletzten Spiel, ich gesagt, Kimmich war bester Mann auf dem Platz. Davor habe ich ihm 15 Spiele kritisiert, weil er scheiße gespielt hat. Und dann Bremen habe ich ihn schon wieder auseinandergenommen, weil er unterirdisch schlecht war. Ja, genau so ist es. Ja, das ist nicht so, das ist mein Liebling oder das ist, was weiß ich was. Nee, ich kritisiere und lobe das, was ich persönlich sehe. Und wenn ich das so empfinde, gebe ich das so wieder. Nochmal, das muss nicht jeder teilen, das ist völlig okay. Wenn ihr Mané besser gesehen habt, ja, völlig legitim. Habt ihr den Grafenberg schlechter gesehen wie ich? Ja, auch völlig legitim. Ja, guckt euch nur die Presse an. Ja, der Kicker vergibt die Noten, die Bild vergibt die Noten, Sport 1 vergibt die Noten. Da ist auch nie das Gleiche bei rum. Ja, das ist halt immer alles subjektiv. So. Und das ist, was ich hier tue. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und wer das nicht versteht, ja, sorry, dann bist du hier fehl am Platz. Ja, dann guck dir das Video gerne an, denk dir deinen Scheiß und mach einen Daumen nach unten, wenn es dir dann besser geht und ist gut. Ja. Aber bevor du irgendeinen dummen Kommentar da reinschreibst, den ich in Zukunft ausblenden werde, glaub mir, es ist verschenkte Lebenszeit für dich. Ja, ja, ich habe gesagt, was mich triggert. Diese beiden Themen triggern mich, weil ich irgendwo ein Mensch bin, der einen zu stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Ja, und deswegen ist vielleicht auch so, dass ich immer so viel kritisiere und warum mich das so triggert. Wenn Spieler wie Gnabry oder Sané, die 10 Spiele hintereinander unterirdisch schlecht sind, trotzdem noch das 11. Spiel spielen und nicht ein Tell, der jedes Mal, wenn er reinkommt, eine gute Leistung bringt. So, vielleicht triggert mich das deswegen nochmal einen Tacken härter wie den einen oder anderen von euch. Das nochmal zur Erklärung. Möchte ich gar nicht abstreiten, ist völlig okay. Ja, und manchmal aus der Emotion heraus spitzt man sich vielleicht ein bisschen zu oder regt sich ein bisschen zu sehr auf. Aber gerade das macht mich aus. Ja, und das werde ich nicht ändern. Und das werde ich nicht ändern, nur weil jetzt hier 1000 Leute zugucken, anstatt es vorher 100 waren. Ja, das ist mir am Ende des Tages scheißegal, Leute. Punkt. Ich werde immer meine Meinung sagen und immer so, wie ich es gerade fühle. Und nicht jetzt hier sitzen, oh ja, scheiße. Jetzt gucken hier 1000 oder 1500 Leute zu. Ja, wenn ich das jetzt sage, oh, dann ist aber wieder das los und so. Nee, das ist mir scheißegal. Punkt. Ja. Am Ende des Tages, entweder guckt ihr es euch an oder eben nicht. Entweder findet ihr es gut, was ihr seht, oder eben nicht. Das ist doch völlig okay. Das ist meine Meinung. Den einen oder anderen unterhält's. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht, denen es ähnlich geht wie mir.
der vielleicht nicht gerade so in der aktiven Fanszene ist, der nicht irgendwie mal innerhalb von einer halben Stunde in München ist und immer mit von FC Bayern-Fans umgeben ist. Für den einen oder anderen ist das dann ein bisschen was, wo er sieht, da ist mal einer, der das ähnlich sieht oder sowas. Für den einen oder anderen dann vielleicht auch das komplette Schockbild. Wow, wie kann denn ein FC Bayern-Fan das so sehen? Was ist das denn für ein Bekloppter? Bei uns ist doch immer alles schön und super und ja, wir werden Meister und alles ist schön, alles ist supi. Auch okay, ja. Und natürlich an alle Dortmunder, Schalker, Kölner, Leverkusener, Gladbacher, Herthaner, Freiburger. So, das ist, was ich gerade im Kopf habe, was schon in den Kommentaren war. Die gucken einfach mal, was da für ein Idiot ist und erst irgendwas über den FC Bayern erzählt. Ja? Und vielleicht erfreut die das, dass da immer einer sitzt, der nicht nur alles mit der rosa-roten Fanbrille sieht und alles in den Himmel lobt. Weil es gibt einfach genug, was in unserem Club schief läuft. Und was in unserem Club seit Jahren schief läuft. Ich sage nur Qatar Airways. Ja? Wo wir mit Sicherheit in den kommenden Monaten noch zu kommen. Macht euch keine Sorgen, müssen wir nicht jetzt thematisieren. Aber das bin ich. Ja. Ich bin kein Journalist. Ich bin kein Philosoph oder sonst irgendein Schreiberling. Ja, wie gesagt, ich bin ein ITler und ein gelernter Schlosser. Auf der Zeche unter Tage, deswegen mein Glück auf an alle Kumpel, die jemals unter Tage waren. Das ist halt einfach eine spezielle Verbindung. Ja, das muss man nicht verstehen. Es ist einfach so. Und deswegen ist das mal mit in meinem Gruß mit drinne und natürlich auch gerade hier auf dem FC Bayern Kanal. Könnt ihr sagen, ja, kannst du ja aber auf dem FC Bayern Kanal weglassen? Nee, eben nicht. Weil das zu meiner Persönlichkeit gehört und für mich gehört Glück auf zum VfL Bochum und ich habe eine gewisse Verbundenheit auch zum VfL Bochum. Freue mich auch, dass die Fanfreundschaft wieder so aufgelebt ist, weil sie ja schon fast mal komplett gescheitert wäre. Und das gehört zu mir, ja. Und wer das dann irgendwie falsch interpretiert, daran merke ich dann auch, ja, der guckt hier ein Video, bildet sich eine Meinung, was okay ist, aber sorry, dann werde ich mir in Zukunft die Diskussion mit dir schenken in den Kommentaren. Ja, das ist für mich dann verschwendete Lebenszeit. Weil, klar, guckt ihr hier 3, 4, 5, 6 Videos, werdet ihr ein gewisses Bild von mir haben. Oder wenn ihr nur ein Video guckt und habt irgendwie eine festgefahrene Meinung, stellt eine Frage in den Kommentaren, komme ich auch mit klar. Dann kann ich auf das eine oder andere Video verweisen, so dass ihr einen besseren Eindruck kriegt. Aber irgendwie jemand anhand jetzt von, ich meine, die wenigsten werden sich hier auch so ein Talk, wenn ich loslege, sich 30 Minuten reinballern. Machen uns auch nichts vor, ja. Die gucken dann vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, zappen da mal durch oder hören eine Aussage, oh, was ist das denn für ein Idiot und aus und mal eben schnell Kommentar reintippen. Was völlig okay ist. Ja, jeder Kommentar ist Support, Leute. Gönnt euch, haut rein, alles, was ihr fühlt, ist gar kein Problem. Aber dann werde ich diese Kommentare in Zukunft ignorieren. Das ist eigentlich, was ich mit diesem Video sagen will. Ich muss einfach ein bisschen selektieren und Diskussionen, die einfach sinnlos sind, die ins Leere führen, weil man sich nicht mit dem Kanal hier auseinandergesetzt hat, schenke ich mir. Ja, weil, ja, es triggert mich, aber es trifft mich jetzt nicht. Ja? Dafür bin ich einfach zu alt. Hab den ganzen Scheiß schon erlebt. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt da mich in 2, 3 Diskussionen verstricke und das da 100.000 Mal eintippe und mich das dann abnervt und Zeit kostet, setze ich mich einmal hin, hau einfach einmal das Video raus, sag, wie ich das sehe und es wissen alle Bescheid. Ja? Zumindest die sich dieses Video angucken, weil ich quatsche jetzt wahrscheinlich auch schon wieder 20 Minuten, da wird wahrscheinlich auch schon wieder jeder Zweite abgeschaltet haben, was völlig okay ist. Aber so habe ich für mich ein reines Gewissen, kann auf dieses Video verweisen und werde so eine Kommentare in Zukunft einfach überlesen. Ja. Sollten sie beleidigend werden, dann werde ich sie ausblenden. Wie gesagt, Erfolgsfans, Geschichten, Vorwürfe an irgendwelche Leute werde ich generell ausblenden, weil das finde ich wirklich, ja, weiß ich nicht, fühle ich nicht, Alter. Könnte ich eine Menge zu sagen. Wie gesagt, ich bin seit 40 Jahren FC Bayern-Fan. Ich habe einiges durch, sowohl in der Fanszene, sowohl außerhalb der Fanszene. Aber das schenke ich mir einfach. Ja?
Abschließend vielleicht noch mal eine Sache zum Thema so aus München kommen. Erstmal LBMC, Grüße gehen raus, wirst du wahrscheinlich niemals sehen hier, das Dingen, was auch okay ist. An alle Leute, gönnt euch LBMC auf Amazon, ja. Ich würde es gerne hier einspielen, aber natürlich geht das nicht, Copyright-Rechte. Super geile Bayern-Fan-Lieder, Deutschrap. Ja, der Beste in unseren Reihen. Ja. Allerdings gab es ja da auch mal so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, 2013 oder was. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Irgendwie so ein Fan aus Hannover, der auch ganz gute Musik gemacht hat, der dann da echt irgendwie, ja, das auch so durchgelebt hat. Ne? So, was erlaubt er sich denn über den FC Bayern irgendwie zu rappen, wenn er nicht gebürtiger Bayer ist und nicht in München lebt, wohnt und sonst irgendwas. Also diesen ganzen Scheiß, I don't know. Ja. Vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet deswegen. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine Sache, die mich persönlich triggert. Die mich jetzt nicht verletzt oder so. Also, das braucht ihr nicht denken. Also, wie gesagt, aus dem Alter bin ich leider raus. Dass ihr mich da irgendwie mit sowas treffen könnt. Ja, aber mich triggern solche dummen Aussagen halt, wo man sich nicht mit der Materie auseinandersetzt. Und deswegen wollte ich das hier einfach mal sagen. Das habe ich hiermit getan. Und von daher wisst ihr Bescheid, Leute. Ihr könnt es gerne reinschreiben in die Kommentare, ich werde es lesen. Ich werde es auch lesen, wenn ihr da irgendwelche Erfolgsfans fanatischen Sachen da reinschreibt und rumbeleidigt oder sowas. Dann blende ich es in Zukunft aus. Kritische Sachen blende ich natürlich nicht aus. Ja, könnt ihr auch durchgucken, ist genug in den Kommentaren drin, wird auch drin bleiben, habe ich gar kein Problem mit. Nur, ich werde mich dann auf diese hirnlosen Diskussionen einfach nicht mehr einlassen. Ich verlinke dann hier auf das Video, dann kann derjenige sich das angucken und dann ist das Thema für mich damit abgehakt. Auf inhaltliche Dinge werde ich natürlich eingehen. Ja, aber eine Sache vielleicht noch, teilweise so Kommentare wie, was war das? Hirnlos, Gehirn einschalten und sowas. Geht dann schon in eine Richtung, die ich nicht fühle. Ja, lasse ich stehen. Habe ich auch beantwortet. Auch das werde ich mir in Zukunft schenken. Ich werde es stehen lassen, keine Frage. Können die Leute sich reinlesen oder mit rumdiskutieren. Ich werde mir das nicht antun. Nochmal, ihr könnt sehr, sehr gerne anderer Meinung sein. Ihr könnt das sehr, sehr gerne äußern. Äußert es in einem vernünftigen Ton. Habe ich da gar kein Problem mit. Und gehe ich mit Sicherheit auch darauf ein, wenn ich die Zeit dazu habe. Wie gesagt, ich bin auch auf diese Manet-Geschichte eingegangen. Da waren ja ein paar mehr Leute, die das reingeschrieben haben, dass ich ihn zu schlecht gesehen habe. Ja, völlig okay. Ne? Mein Gott, habe ich gar kein Problem mit. Aber, wie gesagt, der Ton macht die Musik. Und ja, das ist das Los, wenn man halt ein paar Leute, ein paar Zuschauer mehr da hat. Da hat man halt einfach so ein paar Geschichten dabei. Was okay ist. Wie gesagt, das ist nicht mein einzigster Kanal auf YouTube. Ich kenne das. Und von daher einfach jetzt hier einmal das Statement und damit ist das Thema für mich durch. Ne? Wisst ihr Bescheid? Was jetzt nochmal, um das nochmal ganz klar zu sagen, abschließend, was nicht heißen soll, ihr sollt nicht kritisieren. Ihr könnt alles kritisieren, was ich sage, weil ich bin nur ein Dude, der seine Meinung äußert. Ja? Ich bin nicht ein Journalist der Bild-Zeitung, wohl Bild-Zeitung und Journalist, der TZ, SZ, wie auch immer, der irgendwelche Artikel schreibt und dafür bezahlt wird. Nee, nochmal, ich bin ein verkackter, normaler Typ, der den FC Bayern lebt und seine Meinung äußert. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Um das nochmal klar zu sagen. Und jeder, der das nicht versteht oder sich durch die Meinung angegriffen fühlt, was ich halt gar nicht verstehen kann, weil ich keinerlei Leute hier mit meinen Talks angreife. Vielleicht mit dem jetzt, weil ich gesagt habe, dass es ein paar bekloppte FC Bayern-Fans gibt und dass es ein paar Idioten gibt, die irgendwie Erfolgsfan irgendwie als Beleidigung oder Unterstellung irgendwie verwenden. Ja, die können sich jetzt angegriffen fühlen, völlig okay, hier, Daumen nach oben. Aber alle anderen, Leute, nur weil ich eine andere Meinung habe wie ihr, müsst ihr euch nicht angegriffen fühlen. Ich kritisiere nicht euch, ich kenne eure Meinung gar nicht. Ja? Und eure Meinung ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Was soll mich die denn interessieren?
Ich teile euch meine Meinung mit, teilt ihr mir eure Meinung mit in einem vernünftigen Ton. Ja, dann interessiert die mich, dann gehe ich darauf ein und ihr werdet auch eine Antwort bekommen. Teilt ihr mir eure Meinung mit irgendwelchen komischen Untertönen, mit irgendwelchen Beleidigungen drin oder halb versteckten Andeutungen, werde ich es in Zukunft ignorieren. That's all. So, rot-weiße Grüße gehen raus, auch als nicht geborener Bayer oder Münchner, sondern als geborener Ruhrpottler, wenn auch am Rande vom Ruhrpott, gehen rot-weiße Grüße raus an alle FC Bayern-Fans in München, in Bayern und außerhalb und auf der ganzen Welt. Schöne Grüße nach Texas, in die USA. Bleibt gesund, haut rein, tschüssi.